Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am aufpelzig. Jo, jetzt haben wir im letzten Teil noch den oberen Stock geklärt. Ich denke, jetzt sind wir auch so weit, dass wir hier durch und nochmal in die Schmiede gehen können, um den Flegel der Zeitalter neu zu schmieden. Besser als +3 kriegen man in Schatten von Am sowieso nicht hier. Hoppala! Ja, das war jetzt der Trigger, um hier in der Haupthalle die Trolle nochmal zu rufen. Na gut, dann müssen wir das halt so machen. Aber da gibt es auch ein paar Troller. Nicht nur die, du müssten dann hinten noch ein Spektraltroll oder sowas dabei sein. So, dann machen wir das folgendermaßen noch. Scheiße, das hat nichts gebracht. Okay. So, drauf. Du nimmst jetzt nochmal so einen Unsichtbarkeitstrank. Aber flott. So. Jetzt gehst du bitte da hinten dran und meuchelst dann. Okay, das hat nur 26 Schade gemacht. Schade. Man kann nicht alles haben. Jetzt stürzen sie sich auf der Edwin. Okay, aber bei dem als Magier reicht wenigstens noch ein normaler konzentrierter Heiltrank, um den endgültig zu heilen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, fall doch mal endlich um, du dappiger Troll. Der ist schon die ganze Zeit dem Tode nahe und fällt nicht um. Puh. Ich glaube, es ist Zeit für eine große Runde heilen, oder? Hat der noch eventuell ein bisschen was bei sich, was besser ist? Ja, kritische Wunden heilen auf Korgan wäre gut. Und du kannst mal Edwin heilen. Gut, ansonsten noch mittelschwere Wunde auf sich selber. Puh. Okay, ist hier noch irgendwelche Troll-Action? Nee, nur der Dalesen, der nach wie vor dämlich in der Gegend rumsteht. Dass diese Gruppe fähig sein würde, mich zu erfreuen. Aber dennoch bin ich beeindruckt. Na, das ist die Hauptsache, oder? So, jetzt mache ich noch einen Schluck Wasser trinken, bevor es losgeht. Ah, Mann. Der ist so zeigemist. Das war richtig gut. Jetzt gehen wir mal durch hier und machen mal der Flegel der Zeitalter. Ihr platziert einen Teil des Flegels auf dem Amboss und die Arbeit beginnt. Ein Hammer beginnt zu schlagen, während unsichtbare Kräfte eine Kette anheben, an der der magische Flegelkopf angeschmiedet wird. Kurze Zeit später ist der Flegel bereit. Okay. Du Hammern. Flegel der Zeitalter +3. Dieser Flegel hat sich lange Zeit im Besitz von Fürst Danise befunden. Er stellt ein Relikt aus seinen Tagen als junger Abenteurer dar. Der Flegel wurde zerlegt und die einzelnen Teile waren an verschiedenen Orten aufbewahrt. Er wurde nur in äußersten Notfällen zusammengesetzt und verwendet. Fürst Danise war über die mächtige Magie besorgt, die diese Waffe ausstrahlt, wenn sie vollständig ist. Seine Sorge war in keiner Weise unberechtigt. Der Flegel hat sozusagen eine Spur der Zerstörung durch die Geschichte gezogen, seit jenen Tagen, in denen er hergestellt wurde. Der Flegel wurde von der kriegerischen Flegel wurde von den kriegerischen Rakshasas hergestellt. Das ist eine Rasse mächtiger und rachsüchtiger Geister, die normalerweise auf anderen Ebenen haust und die materielle Ebene heimsucht, um Menschen zu jagen und sie zu verschlingen. Dieser Flegel wurde so geschaffen, dass er an die verschiedensten Kampfsituationen angepasst werden kann. Während einer besonders wilden Jagd verloren die Rakshasa den Flegel, konnten ihn aber dank der mächtigen Aura, von der er umgeben ist, wieder aufspüren. Sie stellten fest, dass er inzwischen im Besitz eines mächtigen menschlichen Kriegers war. Die Rakshasas eroberten den Flegel in einen titanischen Kampf zurück. Das brachte die Rakshasas auf eine Idee. Seit jenen Tagen haben sie den Flegel schon oft verloren, Zwinker, Zwinker, und dann wieder beschafft. Es ist nämlich so, dass mächtige Gegenstände dazu neigen, in die Hände von mächtigen Wesen zu geraten. Wenn man diese dann stellt, kann man mit den ruhmreichsten aller Schlachten rechnen. Besondere Fähigkeit: bei jedem Treffer besteht eine Chance, dass das Ziel verlangsamt wird, gibt keinen Rettungswurf dagegen, die ETW 0 wird um -3 verringert, dann gibt es Schaden 1w6 +4, nochmal zusätzlich +1 durch Säure, Kälte und Feuer. Also sehr, sehr mächtige Waffe. In Thron des Baal
gibt es dann noch 2 weitere Köpfe. Moment, Säure, Kälte, Feuer. Da gibt es dann noch eins durch Gewitter. Und noch einer, aber ich weiß nicht, was der bewirkt. So. Ich würde sagen, der muss jetzt nämlich das schäbige Ding hier tragen. Oh Gott, ich bin noch aufgestoßen vor lauter. Mann. Dabei war nur 0 Kohlensäure drin, aber vielleicht wegen dem, was ich vorher gegessen habe. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Anomen jetzt erstmal seine Waffe, die er längere Zeit behalten wird. Weil Anomen hat Streitkolben, hat er zwar einer Flegel nur 1. Aber ich glaube, die Waffe zählt sowohl als Streitkolben als auch als Flegel. Einen Moment. Schauen wir mal. Ja, Flegel und Streitkolben. Also auf jeden Fall sind wir doch gut bedient. Vikonia können wir da später eventuell 8 geben. Falls es für Anomen nicht noch eine bessere Waffe geben sollte, die ihm eher entspricht. So, jetzt können wir nochmal hier rausgehen. Weil wir haben die mächtige Waffe hergestellt. Das an sich ist schon wirklich ein sehr gutes Teil. Gerade für jemanden, der auf Flegel und Streitkolber spezialisiert ist, ist das dann doch wirklich eine sehr nützliche Waffe. Und gegen Trolle natürlich auch perfekt, weil das nochmal einen Zusatzschadenspunkt Säure bzw. Feuer auch abgibt. So, der Lindwurmschwanz hat hier Säureschaden noch zusätzlich gemacht. Insofern gar nicht mal so schlecht. Okay, jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Hier sind noch Hunde. Da haben wir ja schon erfahren, dass es Hunde-Sub gibt für Kreaturen ohne Rex, Sparky, Spot und Rover. Ich persönlich finde es zum Kotzen, das machen zu müssen, aber ich will die zusätzliche Erfahrungspunkte. Wir spielen eher böse Gruppe. Wir spielen sowieso böse Gruppe, da können wir sowas auch bringen. Ich persönlich finde es absolut zum Kotzen, sowas zu machen, weil ich hasse jede Art von Tierquälerei eigentlich. Nur ist es für die zusätzliche Erfahrungspunkte. Da muss ich jetzt einfach wirklich meinen Kopf ausschalten. Als ich Baldur's Gate ein paar Mal durchgespielt habe, muss ich dazu sagen, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich das durchspiele. Ich habe es ja schon wirklich ein paar Mal durchgehabt. Bei der ersten paar Mal habe ich mich so immens gescheut davor und davor geekelt, die Hunde zu töten. Nur um einen Sub draus zu machen und ohne nochmal ein paar 10.000 Erfahrungspunkte dafür zu kriegen, was ich durch Scheußliches mache. Aber ich muss sagen, bei so einem bösartigen Charakter passt das irgendwie noch mit dazu. Das kann ich aus rollespieltechnischen Gründen noch irgendwie erklären. Aber an alle anderen Leute, die mir zugucken, an meine Zuschauer will ich gesagt haben, diese Tat ist mehr als verabscheuungswürdig und ich würde sowas niemals machen im richtigen Leben. Und hier nur, weil es Erfahrungspunkte gibt und weil ich die böse Gruppe spiele. Ihr gebt das Hundefleisch in den Kessel und beginnt einen Eintopf zu kochen. Das machen wir jetzt 4 Mal mit dem Fleisch, was wir hin. Der Kessel ist randvoll mit leckerem Hundeeintopf, genug um 6 Erdkolosse satt zu bekommen. Und genau das brauchen wir. 11.500 Erfahrungspunkte gibt das Ganze. Und hier gibt es Hundefleisch-Eintopf. Bello, Hasso, Waldi und Rex gaben ihr Leben, damit dieser Eintopf gekocht werden konnte. Ihr habt davon gehört, dass Hundefleisch die Lieblingsnahrung von Erdkolossen ist. Ja, das ist ziemlich ekelhaft, um ehrlich zu sein. Ich frage mich auch, warum Erdkolosse eigentlich Hundefleisch bevorzugen, weil im Unterreich, wo die eigentlich hausen, gibt es ja keine Hunde. Das ist schon merkwürdig, dass die so sehr auf sowas abfahren, was sie eigentlich niemals kriegten. Naja. Okay, dann haben wir das noch. Und dann müssten da noch ein paar Kuator oder, Quatsch, ein paar Yuan-Ti oder so noch sein. Vikonia, rennt man wieder ohne irgendwo in der Gegend rum, närrisch Hinkel. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. So. Heute habe ich richtig Durst. Mann. Dieses Katapult sieht so aus, als sei es noch kürzlich eingesetzt worden, doch nun ist es in unbrauchbarem Zustand. Ja, wahrscheinlich von Eichhahnebampel in unbrauchbarem Zustand gemacht, Horror. Also man muss dazu sagen, dass die Gegner glücklicherweise nicht besonders stark sind. Also Trolle sind jetzt auch nicht gerade so stärkste mit ihrer 1400 Erfahrungspunkte, die sie bieten, wenn man sie killt. Und Yuan-Ti mit ihrer 1500, das sind wirklich eher schwächliche Gegner. Verlangsamt Woche ist er auch noch.
das war dann der Flegel der Zeitalter. So. Also wie gesagt, es sind definitiv nicht die stärksten Gegner, mit denen wir es hier zu tun haben. Auf der anderen Seite ist es auch gar nicht mal so schlecht. Weil sich immer nur durch Gegner durchprügeln, die wirklich hart an der Grenze sind. Dasselbe wie beim anderen Katapult. Vom eigenen Erfahrungswert her, das wäre schon ziemlich hart. Also wenn wir es jetzt die ganze Zeit mit Stufe 14 Gegner oder so zu tun hätten, das wäre jetzt echt schon heftig. Von daher, wir nehmen es wie es kommt. Und jetzt watschen wir alle wieder zurück. Weil hier gab es nichts Besonderes. Wir sehen nur, das hat hier das Gebiet auf der Karte nochmal aufgedeckt. Dafür war es ganz gut. Moment, gerade mal. Nee, alles in Ordnung. Was ist dann halt mit mir? Ganz Zeit. Muss ich mich räuspern, habe irgendeinen Kloß im Hals. Ich glaube, das liegt auch wirklich an dem Umstieg von Israel nach Deutschland wieder, von der Temperatur her. Ich glaube, damit habe ich immer noch zu kämpfen. Das Rache macht es natürlich auch nicht besser. Ja, also irgendwas scheint da in Gang zu sein bei mir. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht verkällt. Das könnte ich jetzt echt nicht gebrauchen. So, jetzt habe ich noch für 29.750 Erfahrungspunkte die Zugbrücke hier runtergefahren. So, dann können wir eigentlich auch wieder da entlang, oder? Ne, Quatsch, da ging es ja nirgendwo hier. Doch, dort hier. Das war schon richtig so. Das hätten wir natürlich auch als erstes machen können. Da hätten uns auch die Leibwache von der Danisse geholfen. Ah doch, da sind sie auch. Tod dem menschlichen Abschaum, sagt der höhere Yuan-Tier. Da sind die Wächter der Familie Danisse auch noch mit dabei. Und der Hauptmann Kernig ist auch noch mit dabei. Das finde ich auch sehr gut. So, ein Riesentroll ist auch noch dabei. Das ist das... Wie der Tod aus ihr herabregnet in die Verzweiflung unserer Vorhut sein. Okay. Behaupt das wohl. Wie viel gibt's dann von den höheren Yuan-Ti? 5000, hui. Nicht schlecht. Anstatt normale Trolle gibt's hier Riesentrolle für uns. Okay. Wir geben die Riesentrolle keine Erfahrungspunkte. Seltsam. Für die scheine ich wohl nichts zu kriegen, für die Riesentrolle. Vielleicht, weil sich die Familienwächter da vorher eingemischt haben. Wer weiß das schon. So, auf jeden Fall haben wir jetzt eigentlich alles gemacht hier bei der Burg. Jetzt bleibt eigentlich nur noch der Keller. So. Okay, jetzt sind wir wieder drin im Kabuff. Wo sind wieder welche? Ein normaler Troll. Okay. So. Dann machen wir doch fertig, was geht. Steht bequem, Bürger. Ich habe getan, was ich konnte. Alles weitere liegt bei euch, Abdel Adrian. Ja, du hast einen Troll getötet. Herzlichen Glückwunsch. Okay, mehr haben wir hier nicht mit zu machen. Nichts attackiert uns mehr von hier aus. Soll mal alles recht sein. Dann konzentrieren wir uns jetzt nämlich auf den Kellerbereich. Und machen dort noch was A steht. So. Okay, einen Moment. Eins mag ich auf jeden Fall noch checken. Ich glaube, da können wir nochmal hier gehen. Einfach nochmal so, um ganz nach oben zu kommen. Warum auch immer hier. Ist das ein Klo oder ist das ein Waschbecken? Also Waschbecken fände ich ja noch besser in einem Treppenhaus, aber einfach so ein offenes Klo hinstellen. Naja, wer es mag. Dann, da haben wir noch ein paar von euch eklige Viecher. Euch widerwärtige Schlangenmenschen. So. Geht zurück nach Slytherin. Falsche Burg. Und haut drauf. Komm schon. Ja. Falsche Burg für euch. In Hogwarts seid ihr eher willkommen, ihr elende Slytherins. Gut, das müsste es gewesen sein. Ja. Das dürfte eigentlich jetzt das höchste gewesen sein. Und wie ich da aber hochkomme, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, damit habe ich es jetzt auch gekriegt. Und dann... Ah, Moment, doch, natürlich. Wir können noch da hochgehen.
Richtig. Ich hoffe, das bringt was. Ja, das wird schon was bringen. Dann gehen wir jetzt erstmal alle dort hier, sammeln uns und dann gehen wir nochmal ganz hoch. Irgendein Hansel hat sich irgendwo ins Nirvana reingestellt. So, das nochmal korrigiere. Wer ist dann der Hansel? Anomen ist natürlich der Hansel. Der feine Herr Ritter. Na komm. So. Jetzt gehen wir nochmal da hier. Und wo landen wir? Oh nö, okay. Na gut. Der Versuch war es wenigstens wert. Ihr könnt zumindest nicht behaupten, ich habe hier alles nochmal für euch abgesucht. Ich habe nett alles für euch abgesucht. So, jetzt gehen wir dort hier. Du dort hier. Korgan, du. Anomen, du. Vikonia, du. Und Edwin, du. So. Dann müssten die jetzt auch bald ankommen. Und dann kann ich in Ruhe in den Keller runtergehen. Da können wir nämlich dort noch uns um die Erdkolosse kümmern und um die rechtliche Trolle und was da sonst noch lauert. Damit die arme Hunde ihr Leben wenigstens etwa umgegeben haben. Also nee, ich muss echt sagen, so Tierquälerei kann ich überhaupt nicht ab. Aber nicht nur, wenn es um Haustiere geht. Ich finde es auch so ekelhaft, wie zum Beispiel Wiesenhof sei Tiere behandelt. Ja, die Tiere werden geschlachtet, das mag sein. Trotz allem kann man die Tiere doch trotzdem noch würdevoll behandeln. Statt die durch die Gegend zu kicken oder lebendig zu entfiedern und so weiter und so fort. Also das sind so Sachen, die gehen gar nicht, weswegen ich auch solche Firmen boykottiere. Schildamulett. Der Anwender und Verwirkungsbereich Rüstungsklasse 4, minus 2 RK gegen Fernkampfwaffen. Ja, das ist Müll, würde ich sagen. So, wobei, ja komm, Anomen. Dann trag halt den Müll noch so lange, bis man was Besseres fertig findet. Besser als gar nichts zu haben. Und dann würde ich sagen, du wirst unbemerkt zuschlagen, genau. Also nicht nur bei Haustieren mag ich sowas nicht, sondern auch bei jedem Tier. Auch wenn es Schlachttiere sind, man sollte die wenigstens würdevoll behandeln, finde ich. So, jetzt hier noch den Spektraltroll und hopp. Sehr schön. 41 Schadenspunkte hat er gemacht. Ja, der wird sich regenerieren, der Mistkerl. Also alle auf den Spektraltroll. Und jawohl, der ist kaputt. Gibt 3500 Erfahrungspunkte. Also jetzt auch nicht gerade der stärkste Troll, aber auch nicht der schwächste. So. Korgan, kümmert dich um den, bis der endgültig verreckt. Und der Pflege der Zeitalter hat sie beide verlangsamt. Alter, der ist auch schon dem Tode nahe die ganze Zeit und will nicht verrecken. Komm schon. Du bist die ganze Zeit dem Tode nah. Du solltest eigentlich schon tot sein, du blödes Vieh. So, jetzt geht man weg, dass der mal in Ruhe umfallen kann. So, jetzt wieder. Mann, oh Meter. Vikonia hat aber wenigstens auch noch eine Stufe erreicht. Da hinten kann ich auch ran was dran kommen. Und die Musik ist auch gerade sehr episch, muss ich sagen. So. Gucke ich nochmal in aller Ruhe um. Weil die zwei eiserne Jungfrauen, die können wir auch noch flattern. Weil ich gar nicht wissen will, was es da zu flattern gibt. Eine Goldmünze, die muss jemand verloren haben hier drin. So, da haben wir noch Vikonia, die wir aufsteigen lassen können. Und zwar ist sie jetzt Klerikerin der Stufe 12. Oder 13 sogar schon. Hier, Rettungswürfe werden um diverses reduziert. Ihr ETW 0 sogar um 2 verringert. Und sie hat jeweils n neue Priesterzauber in Stufe 2, 3 und 4 und 2 zusätzliche Trefferpunkte sowie einen Sagenkundepunkt mehr. Okay. Gehen wir dort hier. Machen wir nochmal einen Stiller mehr, oder was ist das? Ist das Segen oder was? Ne, Stärkung. Kommt, machen wir Stärkung rein. Hier können wir definitiv noch gebrauchen. Starres Denken, Magie bannen, Stärke übertragen, Unsichtbarkeit aufheben, Tote beleben. Heiliges Zerschmettern. Ja gut. Heiliges Zerschmettern gibt 1 bis 4 Schadenspunkte pro Stufe vom Zaubernde. Das kann schon ordentlich Schaden machen.
Okay, was kommt dann hier noch rein? Hier können wir noch reinpacken. Heilige Macht, Schutz vor Lebenskraft. Machen wir immer starke Wunden oder schwere Wunden heilen. Das dürfte ausreichen. Okay. So, sie ist jetzt Klerikerin Stufe 13. Anom ist Anna höher. Ja, der hat auch irgendwie allzu lang bis zum nächsten Level. Edwin ist als nächster Klavichtra. Und ja, Edwin dürfte der nächste sein, der aufsteigt. So, jetzt machen wir nochmal hier eine Speicherung. Und dann gehen wir in den nächsten Raum. Unauffällig. Ja, genau, so unauffällig Korkan. Als Abdel Adrian, jetzt versteck dich da mal. Ich werde unbemerkt. Ist schon geschehen. Geht doch. So, da sind die Erdkolosse. 1, 2, 3, 4, 5 sogar. Und jetzt gehen wir mal hier entlang. Dann können wir nämlich was bewirken. So. Die Erdkolosse, die kommen erst, wenn ich hier in Hunde-Eintopf platziere. Das heißt, ich werde mich zuerst hier umgucken. Ob es noch irgendwas Interessantes in der Kerkerzelle gibt. Sieht aber nicht so aus, als gäbe es irgendwas Interessantes. Nur eine Tote. Totifra. Könnte Magierin sein oder sowas. Oder vielleicht auch einfach nur irgendeine feine Dame, die hier zu Gast war, als die Trolle unglücklicherweise attackiert haben. So, jetzt können wir hier rein. Und was gibt's denn hier noch Schönes? Hier gibt es irgendein großes Loch in der Zelle. Und da müssen sie sich durchgegraben haben, wie es der Dalesen schon gesagt hat. Ansonsten finden wir hier nichts mehr, was wir holen könnten. Das heißt, wir müssen dort hier. Und dann haben wir hier Hundeknochen. Die gucken wir uns jetzt auch mal an. Diese Ansammlung von Knochen waren einst das Skelett eines Hundes. Irgendwas Großes hat an ihnen herumgenagt. Die armen Tiere. Die armen Tiere. So, dann machen wir zuerst mal die Hundeknochen wieder rein, wo sie hier können. Und dann der Eintopf weg. Und das gibt 18.750 Erfahrungspunkte. Das ist schon gewaltig. Jetzt sammeln sich die Erdkolosse nämlich hier. Ich werde unbemerkt zuschlagen. So, ich kann... Ja, die Erdkolosse sammeln sich jetzt dort. Das heißt, gegen die müssten wir eigentlich gar nicht mehr kämpfen. Die haben die Räume verlassen und die kommen hier nämlich raus. So. Ich bin beschäftigt. Da wir aber gemeine Idioten sind, wollen wir es einfach halten. Speichern noch einmal. Und holen Abdel Adrian nochmal aus der Rente. Ich werde unbemerkt Damit der sich nochmal verstecken kann. Und uns Art zeigt, wo die erste Erdkolosse sind. Ja, da hockt der erste Knetkopf. So, deswegen. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mich zu belästigen? Nö, gerade nicht, Edwin. Deswegen jagen wir jetzt hier nochmal so eine Wolkerei. In Cactus Vulcan. Sehr schön. Sein muss. Raus. Und die Erdkolosse sterben ziemlich schnell, wenn sie die Todeswolke einatmen. Die müssen teilweise eine Ammo geschädigt werden durch so ein Ding und sind dann schon sofort tot. Das ist der äußerst praktische Vorteil an dem Zauber Todeswolke gegen Erdkolosse. Hier zu übertragen. Ich werde unbemerkt zuschlagen. So, jetzt können wir uns das nochmal angucken. Da ist ein Erdkoloss gestorben. Da ist noch einer, der ist direkt außerhalb. Versuchen zu attackieren. Komm schon. So. Ihr andere Knödel. Rennt mal rein in die Todeswolke. So. Sehr schön. Die haben wir jetzt auch platt gekriegt. Und das ist einfach nur, weil sie in die Todeswolke rennen. Das ist sehr, sehr praktisch. Für jeden Erdkoloss gibt es immer 4er. 5 Stück sind immer 20.000 Erfahrungspunkte mehr. Also ich habe jetzt hier wirklich rausgeholt, was ging. Zusätzliche Magierzauber kriegt er auf Stufe 4, 5 und auf Stufe 6 kriegt er auch noch welche. 4, 5 jeweils Endzauber und auf Stufe 6 sogar 2 Zauber. Das ist gut. Ein zusätzlicher Trefferpunkt und 3 Sagenkunde. Und eine Waffenfertigkeit kriegt er auch noch. In Dolch ist er allerdings schon geskillt. In Kampfstäbe ist er auch schon geskillt. Schleuder könnten wir ihm jetzt noch skillen. Mehr kann man wirklich nicht mehr machen, weil Einhänder- und Zweihänder-Kampfstil mit 2 Waffen, das kann der nicht skiller. Jetzt könnte man eigentlich nur noch Wurfpfeil machen, aber das ist eigentlich Quatsch. Dann ist alles geskillt, was der Magier eigentlich so kann. Und dann gehen wir mal mit ihm auf die Zauber, die er jetzt neu kann. Da kann er jetzt beispielsweise, ja, was geben wir ihm hier? Geheimes Wort geben wir ihm hier auf jeden Fall. Auf Stufe 5 würde ich sagen, wir haben 2 Brecher, das ist das Wichtigste. Gegen Gauth und Betrachter sind geringere Zauber zurückwerfen durchaus eine sehr praktische Wahl.
weil das ihr ganze Augengrütze wieder auf sie zurückschmeißt. Tote beleben ist eigentlich Quatsch. Phantomtor, was war das nochmal? Eine illusionäre Tür taucht auf, durch die der Magier scheinbar tritt und verschwindet. In Wahrheit ist er in eine andere Richtung zur Seite geeilt und unsichtbar geworden. Der Magier bleibt für die gesamte Wirkungsdauer des Zaubers unsichtbar und kann so gefahrlos fliehen. Er kann jedoch durch Zauber wie wahrer Blick oder magische Gegenstände wie ein Edelstein des wahren Blicks entdeckt werden. Okay, ist eigentlich Quark. Da könnten wir eigentlich noch Immunität gegen Zauber. Ja, das kann bei manchen Magier durchaus helfen. Machen wir einfach noch eine Todeswolkerei, die Sache. Ui, da habe ich jetzt auch wieder was. Kann ich mich richtig austoben. Sehr schön. Machen wir Magie durchdringen auf jeden Fall. Das ist die bessere Form von Brescher. Das macht mir Zauber, also Schutzzauber weg. Auflösung ist zwar toll, aber sehr gefährlich, weil dann auch Ausrüstung verschwindet. Zauberabwehr. Zauber, mit denen so geschützte Magier angegriffen wird, können absorbiert werden und verpuffen. Insgesamt 10 Zaubergrade. Okay. Auch Zauber von schriftvollen zauberähnlichen Fähigkeiten. Okay. Zauberabwehr klingt doch eigentlich schon mal ganz gut. Da haben wir noch Schutz vor magischer Energie. 100%ige Immunität gegen alle Angriffe, die auf Magie basieren. Das ist natürlich sehr, sehr nützlich. Ach, das können wir reinpacken. Können wir eigentlich schon fast die Zauberabwehr, wobei die Zauberabwehr mag ich eigentlich drin behalte. Tödlicher Nebel ist halt einfach ein saupraktischer Nischru beschwören. Ach, ist sehr übles Tier, aber das saugt die ganze magische Gegenstände ab. Unsichtbare Pirscher brauche ich jetzt nicht, weil der macht Stille brauche ich auch nicht. Tödlicher Nebel. Was ist denn noch nochmal? Außerdem tötet der Zauber alle beschworenen Wesen. Okay, das ist auch nicht verkehrt. Aber Nischru, dann brauche ich auch nicht. Ich brauche Kreaturen, die ich herbeirufen kann. Kugelblitz. Wie viel zieht dann der nochmal? Verursachen 1w6 Schadenspunkte je 2 Zaubern, 2 Stufen des Zaubernden. Okay, in dem Fall wären es wahrscheinlich 6w6. Ja, genau, 6w6 oder so. Sowas um den Dreh. Okay, das ist jetzt auch nicht gerade beste Zauber. Todeszauber, das macht vor allem kleinere Minions weg. Notfall, was war denn das nochmal? Mal durchlesen. Nee, das ist irgendwie, ach Quatsch. Nee. Was machen wir dann so? Machen wir den tödliche Nebel erstmal rein, das passt schon. Da haben wir wenigstens immer so eine schöne Fläche-Angriff. Das ist ganz schön. Und er ist Beschwörer der Stufe 12. Okay, hui. Okay, jetzt muss nur noch Abdel Adrian das Ganze irgendwie heile verstehen. Annomen. Ah ne, okay, der hat sich wieder beruhigt. Ansonsten hätte ich unseren Priester reingejagt. Unseren Kämpferpriester, der mal Abdel Adrian heilt. Was gibt's? Okay, wir gucken uns jetzt erst einmal so um, bis unser Hauptcharakter wieder auf dem Damm ist. Und das ist nicht verschlossen, sehr schön. Dann geben wir, das kann der Dachschädel nicht mal identifizieren. Okay, Kugel plus 2 und Kugel plus 1, das ist sehr schön. Kugel plus 2 kann Vikonia vertragen, oder die normale, die können weg, das ist Bullshit. Und Kugeln plus 1 gehen hier in unseren Strahlemann. So, da hat der auch nur noch plus Kugeln drin. Sehr schön. Ja, Abdel Adrian, kommen wieder zurück zu einem Sauhaufen. Stimme hier der Graf Rotz hier von dem Sauhaufen. Ich stehe euch zu Dienst. Dann, ja, steht doch mal deinem Kerl zu Diensten, aber nee, du kannst mir heilen. Dann muss ich mich halt vom Jürgen von der Lippe heilen lassen. Und noch einer. Sagt mir, was zu tun ist. Ich finde aber echt, das sieht ein bisschen aus wie ein dünner Jürgen von der Lippe. Ich hoffe, das bringt was. So, das können wir normal öffnen. Da ist sogar noch eine schöne Rüstung. Beschlagener Lederwams. Kannst du das? Nee. Müssen wir identifizieren lassen. Okay. Dann ist hier noch was. Das ist verschlossen. Und die gleißende Bolze, die können wir für teuer Geld verkaufen. Gehen schon. Und das können wir auch so öffnen. Ich glaube, da haben wir schon geöffnet. Jawohl. Ich warte. Ich kümmere mich drum. Gut, dann kämpfen wir jetzt noch gegen das, was hier drin ist. Kann ich gleich schon mal sagen, da ist der Chef drin. Ist schon geschehen. So. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Deswegen erstmal so rein. Und da ist er. Ich dich riechen, du Grandung.
nicht verstecken können vom Torgal. Okay. Vorrede, um Gericht zu werden, Kreatur eurer Terrorherrschaft endet hier. Das ist ein bisschen zu sehr Paladin. Ja, Fürst Danise ist wohl sowieso am Arsch, wie es aussieht. Ich verstecke mich nicht vor Abschaum wie euch. Kommt und sterbt, wenn ihr euch traut. Ja, Kranktal. Nichts mehr was machen, nur stärkerer, sagen Torgal. Was Frägert machen. Wir hier sein zu befehlen, Felsschmetterrudel, Querle. Och. Wer wäre stärker als ihr? Der sollte den Geschmack des Todes auch verspüren. Okay. Ihr drohen, aber wir trotzdem kämpfen. Ich nichts sagen über Stärkeren, ihr auch hätten nehmen sollen Gold von Stärkeren wie anderen Kleinkopfwachen. Jetzt ihr sterben. Och, naja, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Huch, wie Torgal kam ich sehen. Der Kleidung und den persönlichen Gegenständen nach ist dies die Leiche von Nalias Vater. Oh, nicht so schön. Hopp. Attackiert doch den Dachschädel. So, 41 Schadenspunkte und ich glaube, die anderen sollten wohl dringend Tierei-Stürmer. Aber das ist nicht so gut. Na gut, dann müssen wir das anders machen. Torgal kann anscheinend sowieso Unsichtbares sehen. Das erschreckt mich irgendwie. So, und jetzt, wo Krieger, haut mal auf den großen Knetkorb drauf. Der scheint nämlich wirklich nicht allzu schwach zu sein. Und der andere Riesentroll, der heilt sich rasend schnell. Edwin, hau doch mal einen Zauber drauf auf den Großer. 15.000 Erfahrungspunkte hat der Geber, also das war wirklich kein Schwächling. So. Gut, dann der Riesentroll. Und ja, nicht nur du brauchst Hilfe, Korgan. Meine Fresse. Ja, du wieder mit deinem peinlichen 8-jährigen Spruch. Gott, Corgi macht den Troll fertig. Und die geben nur 1400, die Riesentrolle an Erfahrung. Das finde ich etwas schwach, dafür, dass die doch sehr stark sind, die Riesentroller. Puh. Und Torgal hat 73 Gold und eine Silberkette. Also wenn er Tode für den Angriff geführt hat, war das doch etwas armselig. Hui. Aber ich glaube, Trolle lockt mal eher auf seine Seite mit Versprechungen auf viel Futter. Aber interessant, dass sein ganzer Clan dermaßen viel Verbündete gehabt hat, wie auch Erdkolosse und Yuan Ti. Die Statue Tyrs erhebt sich hier über einen privaten Schrein. Darstellung der Ahnen von... von Danise sind an der Wand dahinter angebracht. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum ich die ganze Zeit Danise sage, aber de Anis oder was, das geht nicht. Beim Französischen wird hier immer noch D und dann vokalen Apostroph wird dann die Bindung gemacht. Danise dann in dem Fall. Okay, das ist abgeschlossen. Können wir trotzdem knacken. Paar bunte Edelsteine, 2126 Gold und Schwachsinn ist noch drin als Zauber. Holen wir uns alles. Ja, die paar Klunker, das ist jetzt Pillepalle eigentlich. Und dort noch den Zauber Schwachsinn, den können wir gleich mal an unseren schwachsinnigen Magier geben. Stufe 5 Zauber ist das nämlich. Schauen wir mal. Da haben wir uns doch überlegt, was wir uns holen könnten. Schwachsinn führt dazu, dass der Verstand des Opfers völlig verkümmert, bis es nicht viel intelligenter ist als ein Maultier. Aber ich bitte zur Sache, dass Maultiere dumm sind, die sind schon intelligent. Dieser Zustand ist permanent, bis ein Magiebann erfolgreich auf das Opfer gewirkt wurde. Um den Auswirkungen dieses Zaubers zu entgehen, muss das Opfer einen Rettungswurf -2 gegen Zauber bestehen. Ja, gegen Magier natürlich nicht verkehrt. Das können wir mal als vorsichtiger Zauber mit dazu packen. Ja. Und ich steht Sache, liebe Leute, ich sammle mich jetzt gerade hier. Und wir sind eigentlich schon am Ende von unserer Episode angelangt. Die 30 Minuten dürften jetzt wieder vorbei sein.
Und wir machen dann der Rest von der Festung morgen. Das ist sowieso nichts mehr mit Kampf. Jetzt gilt es einfach nur noch, dass wir Nalia Tofu berichten, was hier passiert ist. Und wir schauen dann, wie es weitergeht in der nächsten Episode. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.